Wir sind so richtig angekommen in unserer Predigtserie, wo wir im Moment miteinander am Thema dran sind. Fearless. Angstlos leben. Leben ohne Angst. Was Ängste machen mit uns, was es für Ängste gibt und wie man diesen Ängsten begegnen kann. Jetzt, es gibt ein bisschen einen Nachteil in unserem Gottesdienstsystem. Nämlich bedeutet das häufig, dass ich die Predigt, die vor mir ist, verpasse. Weil ich ja drunter am Predigen bin, oder? Und jetzt habe ich gar nicht gehört, was Sabrina predigt hat. Vor 2 Wochen. Letzte Woche bin ich dran gewesen. Aber ich habe es verpasst. Zum Glück gibt es so gute Sachen wie Technik, die das aufnehmen. Und dann habe ich es diese Woche nochmal nachschauen, um einfach auch mitbekommen, hey, was hat Sabrina als Anfang gesagt in dieser Serie. Und das erinnert mich gerade daran, um alle willkommen heißen, die auch online zuschauen. Mega schön sind ihr dabei. So schön, dass ihr einfach mit uns die Serie zusammen schaut. Und das kann vielleicht auch eine Ermutigung sein für euch, wenn ihr eine Predigt verpasst habt und gemerkt habt, wow, eigentlich das Thema, das wäre mega wichtig gewesen. Hey, es gibt YouTube, man kann das nachschauen. Ich habe es nachgeschaut. Und wie stark ist Sabrina ihre Predigt gewesen? Hey, ich weiss nicht, ob ihr über den einen Punkt, über proklamatives Gebet noch habt. Aber das ist richtig, richtig stark. Hey, wenn du das jetzt noch nicht am Praktizieren bist, darf ich dich noch mal daran erinnern, dazu aufrufen, ermutigen, hey, fang an, proklamativ zu beten. Mega, mega wertvoll gewesen. Letzte Woche haben wir die Angst angeschaut, wenn es um Geld geht. Geld, das Angst machen kann. Zu viel, zu wenig. Wie gehe ich mit dem um? Dort ein paar praktische Punkte gehabt. Hey, wenn das ein Thema ist, wo du jetzt merkst, oh, das habe ich verpasst, aber eigentlich mega relevant für mich und mein Leben, hey, du kannst es auf YouTube kannst du nachschauen. Heute schauen wir eine weitere Angst an. Und zwar geht es heute am Morgen um Angst vor Veränderung. Wenn Veränderung Angst auslöst in uns drinnen, wie kann man mit dem umgehen? Was ist, wenn die Zukunft eher etwas Gefährliches als etwas Positives ist in unserer Wahrnehmung? Wie kann man mit so einer Angst umgehen? Um das soll es heute am Morgen gehen. Und ich habe zum Anfang dieser Predigt eine mega schlechte Nachricht für euch. Eine mega schlechte Nachricht. Nämlich, wenn du Angst hast vor Veränderung, ist das für dich wirklich nicht so eine gute Nachricht. Weil die einzige Konstante im Leben ist Veränderung. Es verändert sich immer alles. Das ist einfach Teil von unserem Leben. Es ist nichts, wo man sich davon entziehen könnte oder wo man könnte ausbrechen davon und sagen, okay, ich mache Pause, gibt keine Veränderung mehr. Nein, es ist unmöglich, sich einer verändernden Welt zu entziehen. Und wir sind die ganze Zeit konfrontiert mit Veränderungen. Ich habe ein bisschen zurückgedacht an mein Leben. Ich habe jetzt doch auch schon massive 36 Jahre, um darauf zurückzuschauen. Genau. Jemand mehr? Ja. Genau. So denkt, oder? Ich habe zwar noch nicht wie der Sammy graue Haare, die meine Weisheit zum Ausdruck bringen, aber ja, es kann ja auch noch kommen, gibt auch noch die Möglichkeiten, um dort nachholen. Aber hey, auch schon in meinen 36 Jahren kann ich zurückschauen und feststellen, mal, es verändert sich einfach alles. Ich bin überhaupt nicht mehr der gleiche, wie ich früher war. 16, schon ganz interessant, wenn ich darüber nachdenke, wie sich meine Einstellung zur Veränderung verändert hat, ist das sehr interessant. Früher, ist vielleicht euch auch so gegangen, mit 16 hätte die Welt sich nicht schnell genug verändern. Und in meiner Wahrnehmung, in meinem Gefühl, ist alles viel zu wenig schnell gegangen und die Veränderung ist viel zu langsam gewesen und die Welt müsste doch viel schneller gehen und ich müsste doch viel schneller 18 werden und einen Job haben und ausziehen und all diese Sachen, oder? Es ist alles so langsam gegangen und ich hatte den Wunsch gehabt, dass sich doch alles viel schneller müsste verändern. Als ich angefangen habe, nach meinem Bibelstudium, da in der Kirche zu arbeiten, habe ich alles verändern. Es war mein Wunsch, dass sich die Kirche grundlegend verändert und alles hat sich ändern. Und das war ein Wunsch, dass Veränderung sehr viel schneller geht. Jetzt, mit schon ganzen 36 Jahren merke ich, hey, da ändert sich schon einiges. Und es ist eigentlich okay, wenn nicht immer alles gerade sofort muss anders werden, oder? Und man merkt schon auch, ja, meine Einstellung zur Veränderung hat sich verändert. Stellen wir das auch fest, dass mit zunehmendem Alter unser Umgang mit Veränderung sich verändert?
Bin ich der Einzige? Schon, gell? Wirklich? Glaube ich euch jetzt gar nicht. He? Ihr wollt mich da jetzt einfach, ja, ist jetzt also nicht sehr lieb von euch. Ich habe jetzt da erwartet, dass ihr da mir zustimmt und meinen Punkt bestätigt und sagt, jawohl, Micha, du hast recht, dann hätte ich mich jetzt gut gefühlt und dann können weitermachen. Aber ja, dann halt nicht. Gell, siehst, ich muss mich verändern. Ja, ihr habt recht. Etwas, was noch dazu kommt, ausser dass Veränderung eben konstant ist, ich glaube, Veränderung ist auch am schneller werden. Es ändert sich die Welt schneller, als sie sich früher geändert hat. Also, ein kleines Gedankenexperiment für euch, um euch zu zeigen, was ich meine. Stell dir eine Person vor, die vor 500 Jahren gelebt hat. Die Person war gerade so Reformationszeitalter, sehr turbulente Zeit, oder? Sicher eine spannende Zeit zum Leben auf dem Planet. Wenn diese Person würdest schauen und die vergleicht ihr Leben mit der Person, die nochmal 500 Jahre vorher gelebt hat, das wäre dann so um die Jahrtausendswende, die Person hätte sehr, sehr viel mehr Gemeinsames mit dieser Person, als sie mit uns heute und unserem Leben heute hätte. Versteht ihr, was ich meine? Also, die Person, wenn die 500 Jahre zurückschaut, deren ihr Leben wäre ziemlich gleich eigentlich. Es gibt schon Sachen, die anders wären, aber Gesellschaft, Kultur, wie die Welt denkt, wie die Welt funktioniert, wäre sehr viel näher an dem, als wenn die heute sich zurechtfinden. Und ich glaube, es wird für uns auch so sein, aber mit 50 Jahren. Ich glaube, in 50 Jahren schon wird die Welt so komplett anders wieder sein, weil einfach Veränderung massiv am Zunehmen ist und am schneller werden ist. Unsere Gesellschaft, unsere Kultur, unsere Technik, alles ändert sich immer schneller. Und das kann Angst auslösen. Das kann einschüchternd sein. Wir haben letzte Woche schon geschaut, was Angst machen mit Menschen. Es ist eigentlich wie Krankheit, die Symptome. Der Herzschlag wird schneller, man muss schneller anfangen zu schnaufen, es wird eng in der Brust, man hat das Gefühl, ich bekomme keine Luft mehr. Und wenn ich das so erzähle, wie immer alles sich verändert und schneller wird, dann kann das so Gefühl anfangen auslösen und man kann denken, hey, und wo bitteschön finde ich mich da noch zurecht? Wo bitteschön ist da mein Platz in all dem drin? Ich weiss ja nicht, wo ich dann wird sein. Das sind sehr reale Ängste. Es gibt verschiedene Gründe, wieso das dann Veränderung kann Angst auslösen kann. Ein Grund kann zum Beispiel sein, es hat mit Kontrollverlust zu tun. Gut, wenn sich alles verändert, dann habe ich ja keine Kontrolle mehr, dann kann ich es nicht beeinflussen, dann fehlt mir das Werkzeug, zum sicherstellen, dass ich am richtigen Ort bin. Es verändert sich alles so schnell, dass das entschlüpft mir. Ein weiterer Grund, wieso das Problem ist, hat vielleicht auch mit Sicherheitsverständnis oder Sicherheitsbedürfnis zu tun. Wenn sich alles ändert, dann fühle ich mich nicht mehr sicher. Dann weiss ich nicht mehr, wo ich hergehöre, wer ich bin und was mein Ort ist. Wieso das Veränderung Angst auslösen kann auch mit Bequemlichkeit zu tun. Es ist alles gerade so mega bequem, wie es jetzt gerade ist. Und es soll sich bitte gar nichts ändern an meinem Sofa, an meiner Komfortzone da, oder? Jetzt ist es gut und ich möchte gerne nicht Energie aufwenden, um mit diesen Veränderungen irgendwie zu Schlag zu kommen. Es kann auch mit mangelndem Selbstvertrauen zu tun haben. Ui, wenn sich jetzt alles ändert, dann passe ich dann nicht mehr dorthin. Und ich habe viel zu wenig Fähigkeit oder zu wenig Möglichkeiten, um mich anzupassen und auf die neue Welt, die ja dann irgendwie ist, darauf einzugehen und mich dort drinnen zurechtfinden. Kann ganz viel mit schlechtem, mangelndem Selbstvertrauen zu tun haben. Also wir sehen die Gründe, die Dynamiken, die hinter dieser Angst sind, können ganz vielfältig sein. Und ich mache heute Morgen etwas, was man eigentlich nicht machen sollte. Ich gebe euch nämlich eine simple Lösung für ein komplexes Problem. Ich möchte euch heute Morgen eine ganz simple Lösung bringen, für Angst mit Veränderungen umzugehen. Ganz eine simple Lösung. Sie ist simpel in dem Sinn, dass sie ganz tief unten liegt. Es ist eine Lösung, die geht an die Wurzeln dran an.
Es ist nicht eine simple Lösung im Sinne von, mach das und alles ist easy. Also es ist nicht simple Lösungen im Sinn von simple Sachen, die du machen musst und es ändert sich alles, aber simpel, weil es ganz, ganz tief soll gehen heute am Morgen. Weil ich habe nämlich eine These. Ich habe eine These mit so Angst. Im Generellen und ganz besonders Angst vor Veränderung. Ich glaube, Angst vor Veränderung hängt ganz fest mit deiner Identität zusammen. Das ist meine These, die ich heute Morgen aufstelle. Und wenn es jetzt noch keinen Sinn macht und du findest, was, ich komme nicht raus, von was redet er? Ich habe da irgendwie noch nicht gefolgt, kein Problem, ich möchte es noch mehr erklären, ich will darauf eingehen, was ich meine mit dem. Aber ich glaube, dass wenn Zukunft und Veränderung uns Angst macht, dann hat das grundlegend mit unserer Identität zu tun. Oder wenn wir eine gesunde, gestärkte, gesunde, gute Identität haben, dann ist Veränderung nicht eine Gefahr mehr für unser Leben. Das ist meine These und darum glaube ich, ist die Lösung eigentlich relativ simpel. Die Lösung für das komplexe Problem von Angst ist, wir müssen wissen, wer wir sind. Wir müssen eine gute Quelle für unsere Identität haben und finden. Soweit zu der Einführung. Und jetzt stellen wir die Uhr wieder auf Null stellen und wir fangen an mit der Predigt. Weil jetzt machen wir nämlich die Bibel miteinander auf und wir schlagen auf im 1. Korinther 4, Vers 3 bis 4. Aber bevor wir das machen, möchte ich jetzt noch schnell beten mit uns zusammen. Ich glaube, nämlich Gott möchte wirken, er will reden durch sein Wort und ich möchte einfach mit einem Gebet den Heiligen Geist einladen, heute in den Gottesdienst hinein, dass er kann wirken, dass er kann bewegen, was er möchte bewegen. Und dass er dort in unsere Herzen reinreden darf, wo ich mit meinen Worten am Anschlag bin. Glaube ich, der Heilige Geist hat Wege, wie er mit euch zu euren Herzen reden kann. Und das möchte ich jetzt auch im Gebet erbitten. Herr Jesus Christus, ich lobe dich und ich preise dich. Ich danke dir, dass wir uns versammeln in deinem Namen. Und dass es wahr ist, wenn du sagst, ich baue meine Kirche und nichts wird es stoppen. Auf dem stehen wir heute am Morgen, auf dem Fundament, das du gelegt hast, stehen wir heute am Morgen. Und wir bitten dich jetzt einfach, dass heute am Morgen dein Reich gebaut werden darf. Heiliger Geist, ich möchte dich bewusst einladen in die Zeit, in die Predigt, in den Lobpreis rein. Komm du und wirk du, wie du willst wirken. Ich möchte dich bitten, dass du Herzen berühren und bewegen und dass du dieses Wort lebendig machst für uns heute am Morgen. Wir glauben, dass du ein ewiger Gott bist, dass du genau so heute kannst reden, wie du damals geredet hast. Dass dein Wort keine Kraft verloren hat über die Jahre, sondern dass das gleichbleibend stark ist. Und ich bitte dich, dass du das Wort heute Morgen lebendig und relevant machst für uns. Und alle, die einverstanden sind, dürfen gerne mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Right. Bin ich jetzt schnell gewesen. Bevor wir jetzt die Bibel aufschlagen, müssen wir noch eine Definition anschauen, was ich dann eigentlich genau meine mit Identität. Also, ich habe das Wort schon ein paar Mal gebraucht. Jetzt, was meine ich denn genau, wenn ich von Identität rede, dass wir irgendwie vom Gleichen reden und dass wir da die Semantik geklärt haben? Wenn ich Identität sage, dann meine ich Folgendes. Ich habe eine Definition aus der Psychologie für euch. Identitäten sind stark mit Selbstkonzept, Selbstbild, dem eigenen mentalen Modell, Selbstwertgefühl und Individualität verbunden. Also das sind die Komponenten, die eine Identität ausmachen. Also es ist mehr noch, wer bin ich, sondern es geht viel tiefer, es geht viel mehr darum, wie sehe ich mich? Oder wie wäre ich gern? Wer denke ich von mir selber, dass ich eigentlich bin? Das ist das Wort, das ist die Definition von Identität, die ich heute Morgen meine. Also was denkst du über dich selber? Wie siehst du dich selber? Wer hast du das Gefühl, dass du bist? Um das soll es heute am Morgen gehen. Und ich glaube, es gibt Quellen für Identität. Identität entsteht nicht einfach in einem luftleeren Raum, sondern die hat Quellen. Wir nehmen die Sachen, die wir zur Identität von uns selber machen. Und da wird es jetzt spannend. Und da möchten wir im 1. Korinther 4, 3 bis 4 schauen. Und zwar nehmen wir das Schritt für Schritt miteinander auseinander. Es fängt an, dort schreibt der Paulus der Korinther: Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Also Paulus sagt, hey,
es ist egal, grundsätzlich ist es nicht relevant, ist es nicht wichtig, ist es nicht eine gute Quelle von Identität, was ihr oder sonst irgendwelche menschlichen Instanzen über mich zu Gericht sitzen. Also, was der Paulus da sagt, ist so die erste Quelle, der erste Blick für Identität, wo man könnte werfen, wo kann eine Quelle sein, ist das Außen. Es ist die erste Möglichkeit zum Sinn und das Eigenbild zu bekommen, ist, indem man in der Quelle geht suchen, die aussen liegt. Ich würde sagen, das ist so die traditionelle menschliche Methodik von der Identitätsfindung. Die Gesellschaft sagt mir schlussendlich, wer ich bin. Also, wenn du geboren bist als Mann, dann wirst du Vater werden. Und du sollst einen Beruf ausüben. Und der Beruf ist eigentlich schon relativ klar, den du wirst ausüben. Also dein Vater war Töpfer, guess what, du wirst Töpfer. Vielleicht kannst du noch ins Kloster gehen oder ins Militär, aber das ist dann nicht, oder? Und das sind deine Möglichkeiten. Und die Identität, dein Wert kommt von außen, gibt dir Gesellschaft. Gibt dir, die Befriedigung kommt aus der Gesellschaft heraus und du bekommst Wert in dem, dass du die zugeschriebene Rolle auslebst. Also sprich, du bist wertvoll, weil du Töpfer bist. Und das machst du jetzt für den Rest von deinem Leben. Und das ist genug. Das gibt dir alles, was du brauchst, oder? Das ist so die erste Methode, wie wir eine Identität bekommen. Das ist so die traditionelle Methode. Und ich merke, das ist für mich überhaupt nicht befriedigend. Das Problem mit dieser Identität, wenn die Quellen nämlich aussen sind, was andere Menschen sagen und was die Gesellschaft mir sagt, dann hat das einige Probleme. Nämlich ist eines von diesen Problemen, das ist extrem statisch. Das ist extrem statisch. Was ist, wenn ich mich in dem nicht finde? Was ist, wenn ich jetzt schon einfach 2 linke Hände habe und überhaupt nicht gut bin mit Ton? Was ist, wenn mir das keinen Sinn und keine Befriedigung gibt? Das ist dein Problem. Finde ich das Recht in dem drin? Da gibt es nicht mega viel Kreativität zum Ausleben. Ist jetzt halt so. Du musst dich in dieser Identität, die dir gegeben worden ist, musst du dich wohl oder übel zweckfinden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und es ist auch relativ manipulativ. Das ist recht manipulativ. Es ist nämlich auch missbraucht worden, das Modell, um Leute in ihrer Rolle zu behalten, wo sie drinnen sind. Also das ist einer von den Gründen, wieso das Feudalismus so lange funktioniert hat, oder? Ja, weil die halt die Herren sind, sagen, ja, deine Identität ist halt Bauer. Und du sollst dich gefälligst zurechtfinden in dem drinnen. Und du sollst auch dort bleiben. Du musst nicht irgendwie mehr haben vom Leben. Oder irgendwo anders her wollen. Nein, halt, stopp. Deine Identität ist ja schon klar. Du bist einfach ein Bauer. Und bist gefälligst zufrieden in dem drinnen. Und du musst da nicht mehr haben, oder? Also wir merken, da kommen wir sehr schnell an Grenzen ran und merken, hey, wenn nur aussen mich bestätigt und mich definiert, dann kreiert das ganz viele Probleme. Einverstanden? Okay, also Paulus geht weiter und sagt, aussen ist es nicht. Es sind nicht menschliche Instanzen, es sind nicht irgendwelche Organisationen. Er geht weiter und er sagt, nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Das ist sehr spannend, was der Paulus da sagt, oder? Er sagt, okay, zweite Möglichkeit für eine Quelle von der Identität, vom Urteil ist innen. Du kannst deine Identität, wer du bist, vielleicht können wir das mal so kehren, dass ihr auch mal noch etwas gesehen habt. Hä? Oh, haben Sie es auf dem Bildschirm? Wow, nice, okay, also gut, dann behalten wir es natürlich so. Die andere Möglichkeit ist, okay, ich suche die Identität in mir selber drinnen. Und ich liebe, wie es der Paulus da schreibt, oder? Hey, nicht einmal ich masse mir über mich selber ein Urteil an. Nicht, dass ich das Gefühl habe, dass da irgendetwas falsch wäre,
Aber hey, für den Fall, es ist etwas falsch, ist das auch nicht die richtige Quelle für meine Identität. Und ich denke, das ist so heute die gang- und gäbige Methode, um unsere Identität zu finden, ist in dem, dass wir sagen, hey, du musst einfach genug fest in dich selber hineinhören und herausfinden, was dort ist. Und dann machst du das zu deiner Identität, oder? Das bist dann du. Es gibt ein paar Probleme mit dieser Methodik. Also wir nennen das so die Elsa-Methoden, oder? Hey, ich bin die Eisprinzessin, ich brauche niemanden und gar nichts und ich bin einfach die ich bin und kein anderer kann mir irgendetwas sagen. Ich lasse los von allem anderen und ich lebe jetzt in meinem Eispalast, oder? So die Elsa-Methode. Das Problem ist, das funktioniert auch nicht. Und zwar funktioniert es nicht, weil, ich mache nochmal die Annahme, in dir sieht es auch ähnlich aus wie in mir. Ich habe in mir drinnen Widersprüche. Ich will Sachen, die nicht miteinander zusammengehen. Also einerseits möchte ich ultra gern die Welt entdecken und sehen und erleben und erfahren, so viel wie irgendwie nur möglich ist. Möchte gerne meinen Genuss erleben, möchte gerne all die Sehnsucht befriedigen, verstehst du? Oder? Das ist in mir drin, das will ich. Und andererseits habe ich aber eine tiefe Motivation und Überzeugung, im Reich Gottes einen Unterschied zu machen. Jetzt, die zwei Sachen, die gehen nicht immer mega gut miteinander einher, verstehst du? Und ich bin mir sicher, wenn du in dich hineinhörst, merkst, okay, da gibt es Sachen, die haben einen Konflikt drin. Und ich bin fast sicher, dass wenn wir aus uns selber daraus probieren, eine Identität zu finden, dann führt das sehr wahrscheinlich zu Drama und nicht zu Happy End. Also der Film von deinem Leben ist dann sehr einfach in einer Dramasparte einzuordnen, weil da gibt es einfach die Sehnsucht und Wünsche in dir drin, die können gar nicht zusammenkommen und das kann gar nicht gut kommen. Mal abgesehen davon, dass das auch ein Trugschluss wäre, dass wir aus uns selber daraus eine Identität finden können. Es braucht immer eine Bestätigung von außen. So, mach ein Beispiel. Es ist ein Trugschluss zu denken, dass wir eine Identität aus uns selber finden können. Stell dir mal einen Mensch vor, sagen wir einen 16-jährigen Mann. Und der Mensch, der lebt im 13. Jahrhundert in Zürich. Das 13. Jahrhundert in Zürich. Und der Mensch, der hat so zwei tiefe Sehnsüchte in sich drin. So zwei mögliche Quellen für Identität. Und zwar ist das eine eine Tendenz zur Aggression. Also ist sehr ein aggressiver Mensch und will sein Recht mit Gewalt durchsetzen. Und auf die andere Seite hat er eine Tendenz zu homosexueller Erotik. Jetzt, das sind so zwei Möglichkeiten, die er hat. Okay, zu was mache ich jetzt meine Identität? Ich gehe mal schwer davon aus, dass im 13. Jahrhundert in Zürich den einen Teil ganz tief runter wird schieben, oder? Homosexuelle Tendenzen, nope, geht gar nicht. Aber Aggression, yes, das bin ich. Das ist meine Identität, das mache ich jetzt zu mir, oder? Und jeder, der nicht mit mir einverstanden ist, dem klopfe ich eins über den Grind, oder? Passt super in die Zeit rein und da würden die Menschen sagen, ja, wow, genau so. Du musst einstehen für dich selber, geh ins Militär, erleb deine Identität und leb das. Aber der andere Teil, der muss ganz gut tief, ja, niemandem irgendetwas davon zu zeigen. Stell dir den gleichen Mensch vor, im 21. Jahrhundert, heutzutage in Zürich. Mit diesen zwei Tendenzen in sich drin. Die Gesellschaft wird ihm sagen, ja, umarm deine homosexuellen Neigungen. Du bist in dem Fall jetzt schwul, das bist du, das ist deine Identität. Aber die Aggression, die musst du ganz tief da tun. Du kannst nicht heutzutage auf der Straße mal laufen und jedem eins klopfen, der nicht einverstanden ist mit dir. Das geht nicht. Du brauchst Aggressionstherapie und da müssen wir jetzt schauen, dass das definitiv nicht ist. Also er wird genau die gleichen Tendenzen wird er in der einen Gesellschaft 100% umarmen und zu seiner Identität machen und die andere wird er so weit wegdrücken, wie es irgendwie möglich ist. Also wir sehen, Identität aus uns daraus finden, funktioniert nicht. Und ich glaube, dass wenn wir das probieren, dann werden wir automatisch Angst vor Veränderung bekommen. Da kommt jetzt der Link. Ich glaube, wenn wir uns selber Identität zusprechen, dann ist das unglaublich anstrengend. Dann müssen wir nämlich leisten und sein und erreichen und machen und uns selber den Wert zusprechen. Und wenn sich irgendetwas ändert, dann habe ich massive Probleme. Dann geht nämlich meine Identität abeinander. Ich habe jetzt mir extra die Identität aufgebaut, auf dem, wo ja in mir drinnen ist. Und jetzt ändert sich da irgendetwas. Und wer bin ich jetzt?
Was habe ich jetzt? Und du merkst, da rennst du in unglaublich tiefgreifende Probleme drin rein. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, wieso dass Menschen Angst haben vor Veränderung. Weil ihre Identität, ihre Sicherheit in veränderbaren Sachen sind. Anstatt in der dritten Quelle von Identität. Und dort hören wir, was der Paulus sagt, im 1. Korinther 4, 3, Vers 4. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Es gibt auch noch eine dritte Quelle. Die dritte Quelle von Identität kann nämlich sein, Gott der Vater oder Gott der Schöpfer, der mich gemacht hat. Dort darf ich hergehen und dort darf ich hören und herausfinden, wer ich eigentlich bin. Und ich glaube, wenn wir das machen, wenn wir das lernen, dann werden Veränderungen zur Chance und sind keine Gefahr mehr für unser Leben. Ich habe ein mega schönes Zitat gefunden, das ich euch weitergeben möchte, von der Karen Blixen. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich bin über ihr Zitat gestolpert und das hat mich tief bewegt und ich habe gefunden, hey, das muss ich euch zeigen, wie sie die Identität im Gott des Schöpfer beschreibt. Und zwar schreibt sie in dem Buch Jenseits von Afrika: Stolz ist der Glaube an die Idee von uns, die Gott bei unserer Erschaffung hatte. Ist das nicht eine geniale Sicht von sich selber? Das ist mal eine gute Definition von gutem Stolz. Stolz ist der Glaube an die Idee. Also, ich darf stolz sein auf den Fakt, dass Gott eine gute Idee hatte, wo er mich erschaffen hat. Wow! Ich darf stolz sein auf das, wo Gott sich gedacht hat, wo er gemacht hat in dem Moment, wo er mich geschaffen hat. Ist das nicht eine geniale Quelle für Stolz? Zum sagen, hey, schau mal, wie ich bin. Nicht, weil ich irgendwie genial gewesen wäre oder weil ich eine grossartige Idee hatte, sondern weil Gott einen guten Gedanken hatte, wo er, der Mensch, bei der Erschaffung der Welt sich ausdenkt, konzipiert und erschaffen hat. Und er hat uns eine Identität, einen Wert gegeben. Und das möchte ich ganz kurz mit euch nochmal vertiefen. Was dann genau das für eine Idee war, die Gott hatte. Im 1. Mose 1, 26. Ganz eine zentrale Bibelstelle steht Folgendes: Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, die Nutztiere, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott den Menschen als sein Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Als Mann und als Frau schuf er sie. Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alle Kriechtiere. Das ist die Idee, auf die wir dürfen stolz sein und auf dieser Idee wir unsere Identität dürfen aufbauen. Der Fakt, dass wir erschaffen sind in Gottes Ebenbild. Das ist so ein zentraler, wichtiger Gedanke im Christentum, dass das einen latinischen Namen bekommen hat. Das heisst Imago Dei. Der Gedanke vom Wert vom Mensch, von der Identität, die der Mensch haben soll, heisst Imago Dei und heisst Ebenbild Gottes, geschaffen im Bildnis von Gott drinnen. Befähigt und beauftragt mit einem Auftrag, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Das ist unsere Quelle von Identität. An dem sollen wir uns festhalten. Und wenn wir das machen, dann haben wir keinen Grund mehr zum Veränderung zu fürchten. Dann ist nämlich unsere Identität nicht mehr aufgebaut auf Sachen, die sich verändern können, die sehr schnell nicht mehr solid sein können, die durch die Gesellschaft anders definiert wird, die im Konflikt sind in mir selber, die vielleicht starr ist, sondern es ist gebaut auf die Erkenntnis, dass wir erschaffen sind im Ebenbild Gottes. Dass wir stolz sein auf den Fakt, dass er einen guten Gedanken hat, den er uns denkt und gemacht hat. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, klar will ich das. Ich meine, wer will das nicht sein? Wer will nicht stolz sein auf sich selber? Wer will nicht eine Identität haben, die solid ist, die nicht errüttelbar ist, die nicht Angst vor Veränderung eine Gefahr ist, sondern die in die Zukunft schauen und sagen, hey, vor mir liegt offenes Land.
Ich darf gebraucht sein von Gott. Ich bin erschaffen in seinem Ebenbild. Ich habe einen Auftrag und ich habe einen Wert. Klar will ich das. Wer will das nicht? Die Frage ist natürlich, okay, wie kommst du dann dorthin? Wie kannst du das zu deiner Identität machen? Und ich habe lange gebrütet und lange gehirnt, wie kann man das dann machen? Wie kann man seine Identität auf die Quelle nach oben richten? Wie kann ich sagen, okay, Gott, der Schöpfer, gibt mir Identität? Und ich probiere nicht mehr selber aus mir daraus eine Identität zu finden. Und ich bin auch nicht so fest darauf angewiesen, was die Gesellschaft dann genau sagt, wer ich soll sein und dort aus dem Wert daraus rausziehen. Wie schaffe ich es, dass die Quelle von meiner Identität in Gott liegt? Und ich glaube, das Erste, was du brauchst, ist ganz viel Information. Du musst zuerst wissen, wie sieht denn die Identität aus? Was beinhaltet das? Im Galater 3,26 ist zum Beispiel so etwas festgehalten. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Das ist Information, die ist essentiell wichtig für dich und für mich, wenn es um unsere Identität geht. Hey, ich bin ein Sohn Gottes. Das ist Information, die wir wissen müssen, die wir haben müssen. Und es gibt noch ganz viel mehr, was die Bibel über dich sagt. Wer du bist. Zu was du beschaffen bist. Zu was du beauftragt bist. Und das ist wichtig, dass wir wissen, was wir sind. Nicht aus uns selber oder aus der Gesellschaft, sondern aus der Sicht Gottes. Hey, wenn du Mühe hast mit Wissen, wer du bist, darf ich dich herausfordern. Fang an, Bibel zu studieren. Fang an, herauszufinden, wer du bist. Was der stolze Gedanke ist, auf den du stolz sein darfst, den Gott gehabt hat. Was beinhaltet das? Ein zweiter Schritt, den du machen kannst, ist Fokus. Du kannst dich auf das fokussieren. Kolosser 3, Vers 1 sagt, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Wenn das unsere Identität wird, das, was Gott uns gesagt hat, dann gibt es einen Auftrag. Dann ist die himmlische Welt unser Fokus. Dort sollen wir heranschauen. Wir sollen nicht probieren, auf innen zu hören oder auf das Aussen zu hören, sondern wir sollen unseren Fokus auf Vater haben, im Himmel, auf die himmlische Welt. Und das bedeutet, die Identität, die gibt Sinn und Auftrag. Sinn und Auftrag ist Teil von unserer himmlischen Identität. Wenn das unser Fokus wird, dann lernen wir immer mehr auf das zu schauen und von dort her unseren Wert zu bekommen. Und das Dritte, was du machen kannst, ist eigentlich eine Lebensübergabe. Im Johannes 3, Vers 16 steht der wichtige Vers. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Verstehst du die Identität, wo Gott für uns gibt, ist aufgebaut auf der fundamentalen Wahrheit, dass Gott uns liebt. Gott liebt seine Kinder. Gott liebt seine Menschen. Er will sie nicht verurteilen. Er denkt nicht schlecht über uns. Er möchte nicht Gericht bringen, sondern was er will, ist, dass wir zurückkommen zu ihm. Und wenn du das willst, als deine Identität haben, dann bedeutet das, dass wir unser Leben ihm übergeben müssen. Das ist, verstehst du, Christentum und Identität in Gott, dem Vater zu haben, das kannst du nicht wie mit kaltem Wasser ein Zeichen reinheben und dann finden, ja, ist glaube schon gut so. Ja, ein bisschen ist das eine gute Idee, aber ist glaube gut. Nein, wenn du willst, die Identität haben vom Vater, dann ist das alles oder nichts. Du kannst nicht ein Zeichen reinheben, sondern da musst du ganz und gar reinkumpen und das ganz und gar in Anspruch nehmen. Wir haben gehört, hey, Gott hat die Welt so fest lieb gehabt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hergegeben hat, um uns zu zeigen, wie viel Wert wir haben. Wenn du das zu deiner Identität machen willst, dann braucht es die Entscheidung, die Vergebung vom Sohn in diesem Fall anzunehmen. Ich habe schon gesagt, der Vater liebt uns. Das Problem ist, wir leben nicht immer entsprechend. Das heisst, Menschen machen Fehler.
Die Bibel nennt die Fehler Sünde. Und die Sünde, die trennt uns von dieser Liebe vom Vater, die trennt uns wie von dieser Identität, von dem Sinn, von dieser himmlischen Welt, die für uns da ist. Das ist eine Trennung. Und Gott hat das gesehen und er hat gelitten ab dieser Trennung. Er will nicht, dass die Menschen getrennt sind von ihm. Und darum hat er seinen einzig geliebten Sohn auf die Welt geschickt, auf dass er die Trennung für dich und mich auf sich nimmt. Auf dass er Schuld und Scham ans Kreuz genommen hat. Und dort den Preis gezahlt hat für unsere Übertretung, für unsere Fehler, ist er gestorben. Hat er das auf sich genommen, was eigentlich uns droht. Und jetzt ist der Weg frei zum Vater. Und wir können zurückkommen zu ihm. Und was wir machen müssen, um die Identität voll erfassen, um wirklich in dem drin zu leben, in dieser Quelle, wo gesund ist, wo gut ist die Liebe vom Sohn annehmen. Die Vergebung, die er uns zugesprochen hat, annehmen. Und ist das nicht eine geniale Methode von Gott? Es ist nicht so, hey, du musst jetzt zuerst leisten und sein, sondern du darfst zuerst kommen und annehmen. Und wenn du das hast, wenn du die Vergebung erlebt hast, wenn du gemerkt hast, dass die Schuld vergeben ist, dass du die neue Identität bekommen hast, dann darfst du jetzt einen Unterschied machen und die Welt verändern. Und ich möchte dich einfach einladen, hey, wenn du jetzt Sehnsucht hast nach dem Vater im Himmel, nach dieser Quelle von gesunder Identität, aber du dich hast noch nie dazu entschlossen, am Vater voll zu vertrauen und dein Leben wirklich Gott zu übergeben, das ist der essentiellste Schritt, den du machen kannst zu einer gesunden Identität. Um dich neu zu sehen als ein Kind Gottes. Und ich möchte dich einfach einladen, an dem heutigen Morgen, dir das zu überlegen, wenn du das noch nie gemacht hast. Dann komm doch nach dem Gottesdienst einfach zu mir oder zum Gebetsteam. Wir haben ein Team, das gerne bereit ist, mit dir zu beten. Und red mal mit jemandem über das. Ich hatte gerade letzte Woche jemanden, der gekommen ist nach dem Gottesdienst und gesagt hat, hey, ich möchte gerne mein Leben Jesus übergeben. Wie geht das? Mega cool. Das darfst du auch machen. Du darfst wirklich dein Leben ihm ganz und gar übergeben. Er ist die beste Quelle für unsere Identität. Amen. Amen. Also hey, lass uns miteinander beten und dann steigen wir ein in eine Zeit der Anbetung. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gute Gedanken über unser Leben denkst. Dass du einen guten Gedanken hast, den du die Menschen geschaffen hast. Dass du uns gemacht hast in deinem Ebenbild. Ich möchte dir Danke sagen für das, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, das immer mehr zu unserer Identität zu machen und immer mehr auf das zu schauen, was du gesagt hast, wir sind. Ich bitte dich jetzt auch für Menschen, die vor dieser Frage stehen, okay, will ich das? Die vielleicht gar noch nie ihr Leben ganz und gar dir übergeben haben, die vielleicht noch immer den Zechen im Wasser haben. Bitte rette du jetzt dort, Herr Jesus. Rette du mit diesen Menschen, berühre du dort Herzen. Und zeig du einfach auf, wer du bist. Wir wollen dich loben und preisen. Amen. Amen. Hey, lass uns jetzt einsteigen in eine Zeit der Anbetung, wo wir Gott im Himmel miteinander loben und preisen.